Ist Mascha wirklich ein Geist? Millionen Kinder sehen darin eine lustige Geschichte über ein aufgewecktes Mädchen und einen gutmütigen Bären. Doch was wäre, wenn sich hinter jeder Folge etwas verbirgt, das uns bisher nie aufgefallen ist? Sie klingt zunächst unglaublich, vielleicht sogar absurd. Doch je genauer man hinsieht, desto mehr Fragen tauchen auf. Und genau diese Fragen haben viele Zuschauer bis heute nicht losgelassen. Wo sind Maschas Eltern? Warum lebt ein kleines Mädchen scheinbar völlig allein? Warum sucht sie niemand? Warum scheint niemand zu bemerken, dass sie tagelang im Wald unterwegs ist? Und warum akzeptiert der Bär ihre Anwesenheit, obwohl sie sein Leben immer wieder komplett auf den Kopf stellt? Natürlich gibt es dafür keine offizielle Bestätigung. Dennoch glauben manche Fans, dass all diese Details kein Zufall sein könnten. Sie vermuten, dass Mascha vielleicht gar kein gewöhnliches Kind ist, sondern etwas ganz anderes. Wenn diese Theorie stimmen würde, würde jede einzelne Folge plötzlich eine völlig neue Bedeutung bekommen. Der Wald wäre dann nicht einfach nur ein Ort für Abenteuer, sondern ein Ort voller Erinnerungen. Ein Ort, an den Mascha immer wieder zurückkehrt, vielleicht sogar ohne selbst zu wissen warum. Noch unheimlicher wird es, wenn man den Bären beobachtet. Eigentlich müsste er Mascha längst aus seinem Haus werfen, stattdessen räumt er hinter ihr auf. Er repariert alles, was sie zerstört. Er beschützt sie vor Gefahren, immer und immer wieder. Warum? Handelt er wirklich nur aus Freundlichkeit? Oder trägt er eine Last mit sich herum, die ihn dazu zwingt, auf Mascha aufzupassen? Viele Fans glauben dass genau hier der Schlüssel zur ganzen Geschichte liegt. Denn der Bär reagiert oft nicht wie jemand, der genervt ist, sondern wie jemand, der Schuld empfindet. Doch wenn man einige Folgen noch einmal ansieht, wirken manche Szenen plötzlich erstaunlich anders. Mascha scheint kaum Angst zu kennen. Ob hohe Klippen, wilde Tiere oder gefährliche Maschinen, sie bewegt sich, als könne ihr nichts passieren. Sie rennt durch Situationen, in denen jedes andere Kind vorsichtig wäre. Ist das einfach nur typisch für eine Zeichentrickserie? Oder wollten die Autoren bewusst eine Figur erschaffen, die sich von allen anderen unterscheidet? Darüber wird seit Jahren diskutiert. Interessant ist auch, dass viele Erwachsene diese Serie ganz anders wahrnehmen als Kinder. Kinder lachen über Maschas Streiche. Erwachsene entdecken manchmal kleine Details, die sie nachdenklich machen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Serie weltweit so erfolgreich geworden ist. Sie funktioniert auf mehreren Ebenen. Falls du jemanden kennst, der Mascha und der Bär regelmäßig schaut, schick ihm dieses Video. Mich würde interessieren, ob ihm dieselben Details auffallen oder ob er alles ganz anders sieht. Denn das war erst der Anfang. Die Anhänger dieser Fantheorie verweisen immer wieder auf dieselben Szenen. Eine davon zeigt den Bären, der nichts lieber möchte, als endlich seine Ruhe zu haben. Er liest, arbeitet im Garten oder kümmert sich um sein Haus. Doch kaum taucht Mascha auf, verändert sich alles. Innerhalb weniger Minuten herrscht völliges Chaos. Eigentlich wäre die einfachste Lösung, sie wegzuschicken. Doch genau das passiert fast nie. Der Bär schimpft. Er ärgert sich. Manchmal wirkt er sogar völlig verzweifelt. Trotzdem bleibt er. Er hilft Mascha immer wieder, selbst dann, wenn sie seine Geduld längst überstrapaziert hat. Für viele Zuschauer ist das einfach Freundlichkeit. Andere sehen darin etwas völlig anderes. Sie glauben, der Bär verhält sich wie jemand, der eine Schuld mit sich trägt. Nicht aus Angst vor Mascha, sondern aus Angst vor dem eigenen Gewissen. Diese Interpretation wird durch eine weitere Beobachtung gestützt. Mascha lernt aus ihren Fehlern erstaunlich selten. Fast jede Folge endet damit, dass sie erneut Unsinn macht. Sie zerlegt Maschinen, richtet Chaos an oder bringt den Bären an seine Grenzen. Trotzdem verändert sich ihre Beziehung kaum. Im echten Leben würde sich ein Mensch irgendwann distanzieren. Der Bär tut das jedoch nicht. Er räumt auf. Er repariert. Er macht einfach weiter. Genau dieses Verhalten sorgt dafür, dass manche Zuschauer darin mehr sehen als eine gewöhnliche Kinderserie. Hinzu kommt die ungewöhnliche Umgebung. Der Wald wirkt oft verlassen. Es gibt nur wenige Figuren, die regelmäßig auftreten. Der Bär lebt zurückgezogen. Andere Tiere beobachten das Geschehen meistens nur aus der Entfernung. Erwachsene Menschen spielen praktisch keine Rolle. Für Anhänger der Theorie entsteht dadurch das Bild einer eigenen kleinen Welt, die sich fast ausschließlich um Mascha und den Bären dreht. Auch Maschas Verhalten fällt auf. Sie zeigt kaum Furcht. Ob sie auf hohe Bäume klettert, wilden Tieren begegnet
oder mit gefährlichen Gegenständen spielt. Sie handelt fast immer ohne zu zögern. Natürlich lässt sich das mit der Logik einer Zeichentrickserie erklären, doch genau solche Details geben Fantheorien immer wieder neue Nahrung. Ein weiterer Punkt beschäftigt viele Zuschauer. Der Bär ist ursprünglich ein Zirkusbär. In seinem Haus erinnern zahlreiche Gegenstände an seine Vergangenheit. Pokale, Fotos und Auszeichnungen. Er hatte also ein Leben vor den Ereignissen der Serie. Über Maschas Vergangenheit erfahren wir dagegen fast nichts. Keine Familienfotos, keine Geschichten über ihre Eltern, keine Hinweise darauf, woher sie kommt. Diese Lücke füllen manche Fans mit ihren eigenen Erklärungen. Genau deshalb entstanden im Internet immer neue Theorien, Videos und Diskussionen. Wichtig ist dabei aber eines: Für keine dieser Deutungen gibt es eine offizielle Bestätigung. Sie beruhen auf Beobachtungen und Interpretationen von Zuschauern. Trotzdem bleibt eine Frage offen. Warum haben die Autoren Maschas Herkunft fast vollständig im Dunkeln gelassen? War es nur eine einfache Entscheidung, um die Handlung unkompliziert zu halten? Oder sollte genau dieses Geheimnis dafür sorgen, dass die Zuschauer bis heute darüber diskutieren? Genau hier wird diese Fantheorie besonders interessant, denn je länger man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man, dass sie weniger über Mascha erzählt als über den Bären. Fast jede Folge beginnt damit, dass der Bär ein ruhiges Leben führen möchte. Er hat einen festen Tagesablauf. Er pflegt seinen Garten, liest Bücher oder widmet sich seinen Hobbys. Alles wirkt geordnet. Dann erscheint Mascha. Innerhalb weniger Minuten verschwindet diese Ordnung vollständig. Und trotzdem passiert jedes Mal dasselbe. Der Bär könnte die Tür schließen, er könnte Mascha ignorieren, er könnte sie einfach nach Hause bringen. Doch stattdessen bleibt er an ihrer Seite. Selbst wenn sie seine wertvollsten Dinge zerstört, ihn in Schwierigkeiten bringt oder sein gesamtes Haus verwüstet, entscheidet er sich immer wieder dafür, ihr zu helfen. Für viele Zuschauer ist das einfach die Botschaft einer Kinderserie. Geduld, Freundschaft, Vergebung. Anhänger dieser Theorie sehen darin jedoch etwas anderes. Sie glauben, dass der Bär nicht deshalb bleibt, weil er muss, sondern weil er glaubt, bleiben zu müssen, als würde ihn etwas an Mascha binden, nicht aus Zuneigung, sondern aus Verantwortung. Genau diese Interpretation lässt viele Szenen plötzlich viel ernster wirken, wenn der Bär erschöpft aufräumt, wenn er Mascha schweigend beobachtet oder wenn er trotz allem wieder einlenkt. All das kann man völlig unterschiedlich verstehen. Vielleicht ist es wirklich nur eine liebevoll erzählte Kinderserie. Vielleicht steckt aber auch bewusst genügend Raum für eigene Interpretationen darin. Und genau das macht erfolgreiche Geschichten oft zeitlos. Sie geben niemals auf jede Frage eine Antwort. Stattdessen überlassen sie den Zuschauern die Entscheidung. Interessanterweise entstehen viele berühmte Fantheorien genau auf diese Weise. Nicht, weil ihre Autoren behaupten, die Wahrheit zu kennen, sondern weil eine Geschichte kleine Lücken offen lässt, die jeder anders fülloutet. Auch bei Mascha und der Bär gibt es solche Lücken. Warum erfahren wir fast nichts über Maschas Familie? Warum wird ihre Vergangenheit nie wirklich erklärt? Warum bleibt der Bär trotz allem immer an ihrer Seite? Vielleicht gibt es dafür eine ganz einfache Antwort. Vielleicht wollten die Autoren den Fokus ausschließlich auf die Freundschaft zwischen den beiden Figuren legen und alles andere bewusst ausblenden. Oder vielleicht sorgt gerade dieses Geheimnis dafür, dass Millionen Menschen noch Jahre später darüber diskutieren. Eine eindeutige Antwort gibt es bis heute nicht. Fest steht nur eines: Kaum eine Kinderserie hat so viele Fantheorien hervorgebracht wie Mascha und der Bär. Und genau das zeigt, wie unterschiedlich Menschen dieselben Szenen wahrnehmen können. Die einen sehen eine lustige Zeichentrickserie, die anderen entdecken Hinweise auf eine viel düsterere Geschichte. Welche Sichtweise am Ende überzeugender ist, muss jeder selbst entscheiden. Jetzt bist du dran. Glaubst du, hinter Mascha und der Bär steckt tatsächlich mehr, als wir auf den ersten Blick sehen? Oder ist diese Theorie nichts weiter als die Fantasie besonders aufmerksamer Zuschauer? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, auf welcher Seite du stehst.